Ja, Freunde, der Untergrund ist immer heiß, kalt und was sonst noch alles. Willkommen zurück bei Tears of the Kingdom. Ja, wir haben hier zum Teil seltsame Begebenheiten im Untergrund gefunden. Oh. Da hat sie noch, da hat sie noch. Da wollte ich zwar gar nicht hin, aber egal. Nee, Begebenheiten im Sinne von, dass hier unten plötzlich Magma ist, in einem Gebiet, wo vielleicht eigentlich Eis herrscht. Das ist irgendwie auch ganz creepy. Und ja, wir sind eigentlich noch dabei, ein bisschen zu gucken, dass wir im Untergrund hier möglichst, zumindest bei der Hebregion, möglichst erkundet bekommen. Diese Minen lohnen sich schon, ne? Kann sie nicht meckern. Vielleicht sind Monster verstecken, sind sie in dem Sinne praktisch, weil du nicht so einen großen Waffenverschleiß hast. Normalerweise zumindest. Sprich, ja, verstecken im Sinne halt von den ganzen Monster-Dingern, ne? Die es überall ein bisschen gibt. Und auch Wachposten, wie man die auch immer nennen soll. So, richtig ausrichten. Dann war irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo genau. Hier ist die Wurzel, bin ich herunter gesegelt, mehr oder weniger. Irgendwie hier oben war doch der Eisding. Ah, da war er. Da ist er immer noch. Glasirock. Lecker Eis. So ist die Frage, ne? Ich meine, erstmal abkühlen dürfte, glaube ich, am besten sein. Gut. Ja, komm, Schweiß. Boom. Dass so verdammt nah dran ist. So, ich könnte natürlich einen Eisschutz dran sein. Versuch's mal schnell so. Ja, okay. Was? Das war's schon? Wir angegriffen haben oder was? Ich soll doch mal die Eisrüst noch anziehen, ne? Ja, guck mal schnell. Ja, besser wäre schon, ne? Das sind zwar nicht so krass upgraded, aber hey. Na komm, ich hab so viele Dinge hier, kann ich mal einen davon nehmen. Hä? Warum geht's so nicht? Was ist denn du für einer? Ne, viel besser ist irgendwie auch nicht, oder? Ich bin echt verwirrt. Und er ist irgendwie sauer. Hä, schon wieder?
Der hält dann viel aus. Natürlich ein kleines Problemchen tatsächlich. Vor allem war ja extra noch Haltbarkeit drauf. Haben wir gerade 4 Herzen abgezogen? Runterschmeißen? Krass. Warte mal, das will ich mal wissen. Na toll. Vielleicht muss ich hier echt die Bewegung zurückgreifen. So, kein Gefrieren, aber tut trotzdem weh. Was schickt den zweiten noch los? Fast in die Fresse, ey. Junge, Junge. Das ist nicht dein Ernst. Dass ausgerechnet jetzt zerbrechen muss? Ernsthaft jetzt? Ich glaube, einen neuen Schmierbogen geholt, aber das Problem ist, dann kann ich auch heilen, ne? Okay. So, den switchen. Oh, Kacke, Mann. Der Boden hier ist von der Lage ein bisschen unpraktisch, ne? So, jetzt aber. Ah, na, endlich mal. Dann würde ich mal sagen, auf den Ritter 2 hin oder auf das Bigonenschwert. Ja, komm. Sieht aber ganz cool aus. Andere Variante wäre natürlich gewesen, auf das Teil drauf. Kurzer Zauberstab, aber nee. So, jetzt haben wir eine Eiswaffe und eine Feuerwaffe, ne? Eben, die muss ich noch reparieren, genauso wie das Ding muss ich noch andere reparieren und natürlich in den Bogen hier noch. Perfekt. Also umswitchen, dann nochmal anziehen für ein bisschen mehr Haltbarkeit von dem Ganzen. Junge, Junge, aber der hat so viel gefressen, ey. Ich hätte gedacht, dass es so krass abgehen muss hier mit den Waffen. Schilde. Schilde. Ja, aber noch ein paar. So. Dann kann es für uns jetzt hier weitergehen, ne? Den Schatz habe ich jetzt dort übersehen. Lass er das jetzt mal. Ich denke, dass man nach unten war. Hä, warum? Warte mal.
Hebraberge, Untergrund, du. Sehr gut. Hat die Map jetzt so? Ja. Nach unten und nach oben, ne? Jetzt ist ja die Frage. Bei dem kann ich direkt dorthin so. Ne, komm, wir gehen nach unten. Versuchen wir da unser Glück. Aha, muss es doch. Da gibt es auch hier in der Nähe eine Wurzel, dementsprechend habe ich ja auch wieder mal an der Oberfläche einen Schrein übersehen. Aber eben, ich glaube, bei der Hibbelregion gibt es so viele Schreine, die man erst noch irgendwie aktivieren muss oder so, dann ist bereits der nächste. Das wäre auch der Schatz, den können wir natürlich auch gleich schnappen. Gibt es eigentlich irgendwie was Besonderes, wenn man alle Wurzeln aktiviert hat? Oder mal ein extra Herzcontainer oder so? Ja, das war mir irgendwie klar. So. Oh. Schönes freies Areal, wird doch sicher irgendwie so ein, ja, so ein Zwischenboss sein. Sei es vielleicht ein Leunel, sei es ein Frosch. Ja, da ist ja schon der Frosch. Ja, ein Frosch hat immer so einen Bombenverschleiß, ne? Aber immerhin, der Frosch hat seine eigene Wurzel, kann man schon sagen. So ein kleines Gebiet hier. Okay. Muss sich ja lohnen. So, und da vorne, ja, da sind wir halt schon bei Koga, ne? Ne, Moment, Koga liegt hier hinter uns. Waren wir da schon mal? Ist ja dann irgendwie niemand, der hier herumfährt oder so und irgendwie. So eine Festung vom Wasser kommt mir gerade auch bekannt vor. Aber kann natürlich auch eine andere sein. Ja, also mit den Wurzeln, ne, dass man zum Teil auch so ein kleines Gebiet denkt, eine Wurzel hat. Kein Plan. Aber das Gute für uns ist, wir sind hier soweit auch durch hier unten. Ne? Jetzt haben wir hier noch und hier noch, wo noch Wurzeln sein müssen. Hier wissen wir es sogar. Wir können es direkt schon markieren. Hier noch eine ist, hier unten auch noch irgendwo einer sein. Da oben noch einer, also, eine übersehen, hier noch eine sein. Aber ja, vor allem was das hier betrifft, sind wir sehr gut unterwegs, Freunde. Ich würde jetzt sagen, machen wir uns auf den Schätzen. Und die restlichen Wurzeln hier, natürlich können wir sie noch holen, wenn es irgendwie passt, aber eigentlich kann man die auch mal vorerst noch sein lassen. Dass wirklich nicht mehr so viele sind und die auch relativ klar sind, wo. Also die kann man sonst mal bei Gelegenheit holen.
natürlich der silberne. Ich habe im Prinzip nichts gegen die silbernen Gegner, ne? Die bringen ja auch immer coolen Stuff, aber du brauchst halt auch viel, um die Platz zu machen und dann deswegen auch immer das Mausschwert zu zerstören oder so, ich weiß ja nicht. Also wir haben auch schon so viele Platt gemacht, da können wir es glaube ich auch mal uns schenken. So, aber schenken. Wo ist der Schatz, den wir gerne schenken würden? Also uns selbst natürlich schenken würden. Ah, okay, wieder sowas. Genau, Mine, wa? Aber keine Hermine. Okay, nichts. Bin mal nur verarscht worden hier. Das Windgewand. Ja, ja, der Wind Waker HD, wa? Wir erinnern uns natürlich auch an das Spiel zurück und das Originalspiel auch, wobei im Originalspiel ja eben nie so richtig warm geworden bin. Mit dem Remake zum Glück ein bisschen mehr und ja, wer weiß, ob wir die HD-Version vielleicht bald wiedersehen werden. Weil ja zusammen mit Twilight Princess waren das ja Spiele für die, sag schnell, für die Wii U und ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so bleiben wird. Also wir werden sicher nochmal irgendwie für die Switch 2 so kommen. Eigentlich hatten wir schon für die Switch vielleicht, aber ja, natürlich jetzt je nachdem, wie man so denkt, ja gut, jetzt Switch ist eh am Ende ihres Lebenszyklus, ne? Bald wird die Switch 2 angekündigt. So man weiß, dass man daran arbeitet, man weiß sonst noch nicht sehr viel, alles ein bisschen Spekulationen und so. Wird es schon mal Zeit, aber haben wir gar keine, ich kann sagen, ist was wird es ja schon geben. Ah, komm, geht schneller. Okay, komm, da gibt es eh nichts mehr. Gut, dann hätten wir das auch geholt. Sonst da oben noch was gibt hier gerade in der Nähe. Wer weiß. Da oben hat es noch was. Jetzt noch ein paar einzelne. Ups, Entschuldigung, wollte gar nicht eigentlich. Junge, Junge, ich hatte da halber kein Maximum drauf und so und ist schon wieder im Arsch. Oder wie war das? Ne, da war glaube ich die Waffe, die ich gerade eingesammelt habe. Okay, okay, da war eine andere. Entschuldigung, hat nichts gesagt. Das war so eine Billigwaffe, die gerade hier herumlag. So. Eine Donnerblume. Eine einzige. So, so, und dann war da oben noch einer und dann ist glaube ich mal, wa? Wieder mal. Nachher ist die Frage, ob mein Nauerbike noch da ist oder schon verschwunden ist. Ich würde es dem leider zutrauen, tatsächlich. Extrem große Mine hier. Die
sollte ich vielleicht noch kurz markieren. So, kann ich hier so ein Ding legen? Ja, war ja klar. Am großen Land so viel. Junge, das Ding hier lohnt sich aber. Heilige Scheiße. Okay, vor allem sah erst nach Hause gäbe es hier gar nicht so viele Dinge, aber doch. Kannst nicht meckern jetzt. Ich weiß nicht, was sogar. Geht das hier? Direkt zwei nebeneinander, damit Zukunfts-Michael weiß, und wegen. Ah, ich habe zwei markiert, heißt vielleicht, dass es hier extra viel gibt. Hä? Läuft gerade mein Hauerbike an oder was? Er ist noch da. Na, wo willst du hin? Ah, da willst du hin. Dankeschön, du, für deine große Spende, danke. Der was aus dem Nichts daherkam. Oh, jetzt noch eine Bombe. Von übersehen. Gut, Freunde. Das hat sich gelohnt aus Sicht Sonanium. Wir sagten unsere Ausbeute hier. Ah, Mist. Könnte auch sortieren, aber ich glaube, so bin ich ganz schneller. Auf jetzt normale 37 groß. Junge, wenn das noch irgendwie mit Multiplizierungsglitch noch irgendwie ausbauen würde, das wäre natürlich krass. Ich glaube, wir holen uns schnell mal noch das Ding und nachher wird er vielleicht noch kurz die Schätze abfliegen, ne? Wenn ich es nicht allzu sehr aufhalten lasse, könnte das noch locker in die Folge reinpassen. Und dann eben, ich glaube, Koga würde ich vorerst mal bleiben lassen, tatsächlich, und noch nicht machen. Wenn ich jetzt schon Koga mache, dann ist, klar, können wir uns machen, aber wir wissen ja, dass wir eh noch ins Ding müssen. Ins Hauptquartier der Jäger. Damit wir ja die komplette Jägerrüstung haben. Und das einfach quasi überspringst und sagst, ich gehe vor zu Koga. Ja, quasi schon vor den großen Endboss platt machen. Das ist quasi, was würden wir jetzt schon Ganondorf platt machen wollen. Und nachher sagen, ja komm, jetzt holen wir uns noch den 5. Weißen. Und denkst du erst so, hey, warum? Okay, wieder richtig. Und liegt aber hier tief. Deswegen haben wir auch nicht richtig gesehen vorhin. Ja, anziehen, Ding anziehen. Kurve ziehen. Das wäre aber sogar die perfekte Wurzel, um von hier aus dann zu Koga zu gehen. Würde ich jetzt mal vorsichtigerweise sagen. So, dann fliege ich erstmal schnell vor allem, dahin. Okay, und nachher mal hier hin und dann, nachdem wie es von der Zeit her aussieht, würde ich vielleicht sogar sagen, lassen wir das mal und auch die Wurzel hier, die dann fehlt und hier fehlt noch eine, die holen wir uns spät. Wobei, warte mal.
Oder hier muss noch eine sein, ne? Ich kann es auch mal hier markieren. Das sind weiß genauso wie die hier, ne? Also eben, die kann man das auch mal bei Gelegenheit abholen. Jetzt. So, muss ich einmal schnell rumdrehen. Hui, und dann dahin. Und so vorhin die Moblins besuchen gehen, ja. Oh, und Goblin. Ja. Servus, ich bin schon wieder weg. Könnt weiter pennen. Unbekannte Wurzel? Achso, das ist gerade die, wo ich jetzt zufliege. Okay, gut, warum gerade nicht, ne? Liegt auf dem Weg, tatsächlich. Okay, das ist noch so ein Blockding. Da ist eine Abkürzung nach oben, auch schön. Und sonst die Abkürzungen braucht, ja, da ist vielleicht eher, dachte mir so von wegen mal, wenn du zu früh hier unten bist, und wenn du sobald du von der Story her merkst, okay, jetzt kannst du hier runtergehen. Haben wir natürlich damals ein bisschen spät gemacht, klar. Aber du kannst schon viel früher hier runtergehen, eigentlich schon fast schon nachdem du erst die Insel gemacht hast, also den Startpunkt gemacht hast, wieder auf der Oberfläche bist und dann hier bist und dir denkst, oh, ich bleib mal ein bisschen hier. Und dann nach oben willst, ne, und halt oben noch nicht alle Schreine und noch nicht alle Türme hast, dann sind die natürlich praktisch. Wir haben es dann umgekehrt gemacht, erst alle Türme vor allem aktiviert, das habe ich schon damals bei Breath of the Wild gemacht, weil ich gerne eine offene Karte habe. So, aktiviere dich, Wurzel. Was sagt denn die Map jetzt hier? Das ist halt hier. Relativ simpel, wa? Dann hätten wir im Untergrund, glaube ich, nachher, wenn wir hier oben noch so weit durch sind, alles bis auf hier unten, die ganze Hebelregion. Aber eben da will ich dann sowieso, wenn wir ziemlich sicher von der Story her eh noch dahin müssen, das dann machen. Ne? Und deswegen dachte ich mir auch so von wegen, dass ich jetzt noch nicht gerade Koga machen will und noch ein bisschen die Oberfläche und so, weil sonst haben wir dann direkt wieder den Untergrund. Wenn ich den Koga noch mache und dann mir sage, ja komm, jetzt können wir uns eigentlich mal wieder um die Hauptstory kümmern. Ah, wieder Untergrund, okay. Ja, das war schon ein bisschen zu viel Untergrund, ne? Das ist noch so eine Waffe, die ich gerade habe, ja? Waffe vor allem. Bin gerade noch voll tatsächlich angekommen. Ist doch schön, wenn hier alles erhellt ist, ne? Bum, 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 bum. Hier vorne? Ah, fast. Das ist ein versteckter Jäger, wo noch gar nicht war. Wieso ist es nur so? Warte mal, bin ganz sicher. Doch, ich war noch gar nicht. So, Linsenstreifen wird nicht so das Problem sein. Der fliegt aber weit. Ja, keine Chance. Ne, echt zu weit weg, wollen wir verarschen oder was? Na, eben geht doch. So. 20
Kristalle bitte. Bitte, bitte, bitte. Danke. Universal. Okay, dazu wäre eine Art Schild. Wegen hier bitte nicht betreten oder so. Sah ganz so aus. Okay. Dann ab zum Schatz. Ich überlege tatsächlich auch, vielleicht zum Abschluss der Folge, weil es nachher irgendwie anbieten würde, nochmal ein paar Batterien eintauschen würden. Ich glaube, wir haben so viele, wird es recht anbieten. Oh, ist noch eine Mine. Wow! Das war mal ein Sprung. Ah, da oben ist noch eine. Seewind-Bumerang. Oh, Waffen. Ein Bumerang, der einer Legende zufolge einem Helden gehört, der das große weite Meer bereist. Es riecht schwach nach Salz. Ja. Ja, ja. Also das Schade finde ich, dass wir hier nicht irgendwie noch so Enterhaken und sowas haben. Aber das sind einfach so Waffentypen. Die gibt es halt auch seit Breath of the Wild nicht mehr. Und die würden halt hier zum Setting dazu passen. Wie willst du die einsetzen? Das ist so ein Typ von Waffe, soll das irgendwie funktionieren. Irgendwie schade, irgendwie verstehe ich es aber auch. Naja. Können wir mal gucken, ob der Bumerang so eine Waffe ist, die es nur einmal gibt, oder vermutlich ist es ähnlich wie eine Bigoron-Schwert und so, die kann man sich auch wieder kaufen. Weil man sie einmal gefunden hatte. Nein! Du bleibst schön hier. Wo soll er jetzt hin? Jetzt ist er komplett weg. Da hinten? Junge, das Hauerbike hält ein bisschen was aus. Hoho. Nicht schlecht, Herr Specht. Oh, falsch? Nein. Dann nehmen wir einen anderen Boomerang. Boomerang sage ich schon. Mann, Bogen natürlich. Okay. So, schätze, aber ansonsten eben da noch eins, jo. Ich hab ansonsten ja gut. Das Richtige sehen, da unten ist noch, oh scheiße, noch so ein großes Ding. Ja, die Folge dauert heute ein bisschen länger.
Muss man dazugeben. Aber dann haben wir es nachher vielleicht mal ein bisschen geschafft und können nächste Folgen dann wieder mal ein paar Dinge machen, die nichts mit dem Untergrund zu tun haben, ne? Und nicht so schlecht. Ernsthaft. Manchmal aktiviert es, manchmal nicht. Das ist so ein bisschen creepy. Ja, ist gut. Junge, bleib doch mal da oben liegen. So, jetzt reizt aber, ne? Du. Also viel großes Sonanium. Schön, richtig schön. Waren wir stehen geblieben? Hier oben, war? Oder? Nee. Hä? Ah, da. Sonanium, Sonanium, la la la, Sonanium. Ist erstaunlich, manche von diesen... Komm mal da hoch, muss einen Degensprung machen. Manche von den Gebauten, die wir... Weißt du was, machen wir so. Manche von den Sonanium-Bauten, ja, die wir herstellen hier, sind mega robust und für solche, wo du dann Sonanium selber brauchst, sie sind so scheiße unflexibel bzw. zerbrechen gleich wieder. Ist der Wahnsinn. So, das soll dann auch unsere letzte Tätigkeit vorher im Untergrund sein, Freunde. Nachher sind wir noch weg, fürs Erste. Dann nehmen wir später mal Koga nach und dann gibt es noch einen oder anderen Schatz zu holen, für die wir aber schon Wege gemacht haben und so. Klar, oder eben auch noch die Arena mitunter. Unseren Paar. Sie haben noch eine, wo wir einen Leunel drin haben. Wir müssen noch irgendwie die Endboss nochmal hier im Untergrund machen. Aber das sollte alles zusammen relativ easy und schnell danach gehen, also vor allem jetzt im Vergleich dazu. Das sieht schon cool aus, ne? Die Karte nach und nach aufdeckt. Neben dem Schluss bleibt nur noch das hier unten übrig, das Fayon-Gebiet. Und die Schätze und so, ja, die haben wir natürlich auch noch schnell dann geholt. Gar kein Ding. Die haben noch irgendwie was markiert. Im Stern sogar, warte mal, warum? Was eine Arena ist, vielleicht für eine Schatzkarte, die wir noch gar nicht haben. Ich glaube, es gibt noch ein, zwei Schatzkarten, die wir noch nicht holen konnten, weil die auf den Donnerinseln sein sollen. Und da kommen wir momentan noch nicht hin. Hello, my friends! Oh, der eine macht sogar einen langen Hals. Kaum kommt Link vorbei, macht einen langen Hals. Ja, ja. So mag es Linky Boy, ja. So, wir müssen noch einmal absteigen, weil sonst kriegen wir es nicht mehr hin bis zum Schatz. Wo hat es denn hier über eine Wurzel noch? Wir sehen noch irgendwo eine Wurzel haben, wa? Warte mal, vielleicht bin ich hier ein bisschen falsch unterwegs, ne? Vielleicht muss ich erstmal hier rüber, die andere Seite. Ding, 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 ding. Das ist auch die blaue. Hui, hui, hui. Perfekt. Hä? So schräg, wa? Link mag es nicht, wenn es schräg ist. Kann ich irgendwo durch verstehen, nur finde ich manchmal stellt sich ein bisschen sehr schwierig an.
ist, glaube ich, ein bisschen rundherum, ne? Noch ein bisschen höher, so wie es aussieht. Da ist wieder ein Lavagebiet, sehr schön. Die Wurzel da haben wir schon, ja. Das ist auch der Schatz, war mitten in der Lava. Ja, schön. So, aber... Oh, verdammt. Ich habe gerade fragen, wo zum Henker soll jetzt hier Ding sein? Die Wurzel. Die Wurzel allen Übels. Ah, da. Hä? Das ist schon der dritte, den wir hier sehen, oder ist es einfach der, wo ich vorhin schon mal gesagt habe, oh, da ist noch einer und bin deswegen dran vorbeigeflogen. Die Wurzel da hinten hier habe. Hm. Creepy. Hä? Was ist das gerade jetzt? Was wollen sie gerade auflösen? Hä? Warum? Ist ja nicht so, dass meine Batterie gleich leer wäre oder so. Okay, die letzte Wurzel hier, so wie es aussieht. Jo, perfekt. Daneben fehlt noch die hier oben. Da wissen wir Bescheid, dass ich noch holen muss. Und eben noch die hier oben, aber das ist auch schon wieder nicht mehr Heberregion. Sehr gut, aber eben demzufolge natürlich auch... Na komm, so. Ist hier noch ein Schrein. Ja, aber warum wolltest du dich jetzt hier gerade auflösen? Hallo? Hast du keinen Bock mehr oder was? Hä? Den maximale Haltbarkeitsdauer? Seit wann das? Schweinerei, ganz ehrlich. Das war mir jetzt auch neu, dass wir nach einer gewissen Zeit wieder sagen, oh, nö, ich hab keinen Bock mehr. Gut, jetzt auch genug Szenarien, wir haben hier auch wieder ein Areal, wird sicher noch ein paar Räder geben. Dankeschön. Nee, nee. Alter, kommt da nahe. Panne im Untergrund, ja, ja. Hä? Nein, ich bin schon dran vorbeigeflogen. Junge. Ah, da. Hartnäckig ist er ja, ne? Ist nicht nachher da? Sag mal, ist nicht sogar... Stimmt, das ist sogar schon Folge 190, Freunde. Okay, ne, das ist kein Problem, dass wir ein bisschen länger machen. Das wird sogar Folge 2 noch ein bisschen länger, aber es wird sicher spannender, definitiv.
schade, da hat der Würfel noch halten. So, und nun soll Lava selbst sein, oder was? Ich meine, ich habe keinen Brennfaktor drauf, aber... Hä? Was ist kein Schatz hier? Ich habe hier trotzdem nicht reingehe. Okay. Ich habe zwar keinen Brennfaktor drauf, aber Lava direkt ist trotzdem scheiße. Ah, hier ist er. Das ist auch nicht gesehen. Die Zeitmütze. Endlich. Das Ocarina of Time, Majora's Mask Set ist im Prinzip durch, ne? Sagen wir es mal so. Auf sonderbare Art und Weise an so Kinder unserer Erwachsenen zu passen. Genau. Ich finde es bis heute noch schade, dass wir irgendwie keinen Auftritt vom, ich sag jetzt mal, Zeitlink hatten in The Wind Waker. Eigenen direkten Auftritt, ne? Theoretisch hatten wir einen bei Twilight Princess, wurden noch nicht so richtig im Spiel selber gezeigt. Das haben wir mehr im Manga und so, vor allem im Detail gesehen. Aber ja. Aber anderes Thema mal. Wir hatten jetzt hier doch da hin. Das ist eine Zentralmine. Lass uns Hauerbike hier zurück. Wir sind so ein Untergrund fürs erste durch. Am nächsten Folge dann eben in der Oberfläche quasi. Gucken, ob es noch eine Episode gibt oder ob wir dann wirklich bei den Giga, also Gerudo noch ein bisschen aufräumen. Dann dort mit den Schreien Richtung Hebra-Region gehe oder wie auch immer ich da noch irgendwie mir gedenke, was wir machen könnten. Da bin ich gerade wirklich noch ein bisschen überlegen. Oder, und ich glaube, das ist vielleicht sogar sinnvoller, dass wir erstmal zu den Goronen gehen und nachher unsere Waffen reparieren lassen. Ich glaube, das wäre jetzt nicht so die dümmste Idee, ne, von allen, die wir haben könnten. Aber dumme Ideen. Ich hätte gerne noch ein paar von denen hier. Sollte eigentlich reichen, wa? Jo, perfekt. Dann reicht es auf der Hinsicht. Dann können wir nach oben gehen. Wieder mal raus aus dem Untergrund. Wie gesagt, der Untergrund und so schön und gut, aber ab und zu denken wir dann so, vielleicht wieder mal ein bisschen Sonne sehen, Oberfläche, vor allem Sonne sehen ich, ja. Ein bisschen Regen spüren, wir sind so verkehrt. Im Himmel haben wir so viel zu tun. Da ist dann die Frage mit den gewissen Schreinen, die wir haben. So von wegen, oh, Himmel und Erde, haben wir auch dort ein paar Schreine, die wir nur so machen können. Das wäre natürlich auch mal eine Option. Trotzdem haben wir erst 97 Wurzeln, ne? Es gibt ja 120. So 3, kann ich jetzt schon sagen, wo die ungefähr sind. 2 davon, oder 3 sogar auf der Karte markiert. Das heißt, da unten sollen noch 20 Wurzeln sein. Warte mal. Da wäre zum Beispiel jetzt Nummer 98, Nummer 99, hier natürlich an der 100. Ne? Der muss natürlich hier unterhalb von dem Ding hier sein, da ist klar. Und hier noch einen, also 101 quasi. Nicht Dalmatiner, sondern Schreine. Nee. Dann sollen da noch 19 Stück, oder hier fehlen natürlich noch ein paar Schreine, aber trotzdem. Da sollen noch so viele Wurzeln hier übrig sein. Junge, Junge. Irgendwie schwer vorstellbar, ne? Aber jo. Kann man ganz kurz noch schauen. Warte mal bei dem Typen, bevor ich gleich die Batterie mache. Und kurz zum Schauen wegen den. Da war es ein anderer, waren es die im Untergrund. Die uns die Waffen ja anbieten würden, genau. Ich muss noch ein paar von seinen Kumpel finden, damit er da halt müssen wir es umtauschen. Aber die sind sogar markiert mittlerweile auf der Karte, ne, wa? Weil die seine restlichen Brüder sind nämlich auch hier unten. Bei der war er auch noch nicht da drüben.
Ja, ein paar magische Schaden gibt es noch, aber ja, trotz allem, wir haben schon viel gemacht hier. Mapmäßig vor allem. Der Himmel hier ist ja komplett schon erforscht. Die Schreine zum Teil, oder die meisten davon auch schon gemacht, bis eben auf hier drüben, verlorenen Luftraum, wir wissen, das sind Donnergroll-Inseln. Also das läuft soweit alles. So, sieht ein bisschen episch aus, finde ich. Der Bestienbogen passt aber doch ganz gut zu einem Set hier, ne? Aber ist trotzdem übertrieben, warte mal. Oh, den hier. Ein Power von 56 und Bogen des Dämonenkönigs. Ui. Ja, der geht auch ab. So. Das ist die Batteriemaschine. Dann fehlen nur noch 5, ne? 5 komplette Dinger, sprich 5 mal 3 wären 15, also 1500. Energiekristall noch insgesamt, hätten wir auch die blaue Energieleiste komplett voll. Also wenn ich das im Let's Play noch mache, ganz ehrlich, dann machen wir es glaube ich auch so, dass ich dann nachdem noch nochmal die alten Dinge aufsuchen werde, die alten Minen, wo wir schon mal waren, um vor allem großen Nanium farme oder das dupliziere. An einem kleinen dauert es zu lange. Im großen geht es natürlich relativ fix, wa? Genau. 3, 6, 9, 12, 15, sogar 18 sind es noch, ne? Oh je, oh je, da heißt 2100. Brauchen wir noch. Ne, warte mal. Quatsch, 1800 stimmt schon. Das sind ja 100 pro. Doof. Hab's gerade falsch gerechnet. 3, genau. Dann 6 mal 3, beziehungsweise 6 mal 300 rechnen, dann sind es 1800, dann stimmt es wieder. 1800 also, ne? Gut, der pennt wieder. Pennt ist genau so eine schlechte Idee für mich hier auch, wobei. Der Himmel fällt auf den Kopf. Auch schön. Nein, genug gequatscht. Danke fürs Zusehen, Freunde. Da oben kann auch selber vorbei, die sagt, ey, mach mal hin, Alter. Mache ich natürlich auch. Bis zum nächsten Mal, dann, ich glaube, wir gehen jetzt zuerst in Octoroks, die Waffen zu reparieren und dann mit der Oberfläche ein bisschen gucken mit Quests oder eben auch schon Richtung Faerun wegen der Hauptstory. Wobei ich bis Folge 200 noch ein bisschen Zeit hätte, aber andererseits natürlich eine Option zu sagen, Folge 200 ist die Folge, wo wir die Hauptstory fertig haben, bis auf Ganondorf. Nach alles andere noch, das wäre irgendwie auch doof, wa? Na egal. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen. Schön langer Schwert, da.